Dieses Video wird unterstützt vom Ministère de la Culture. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlift. Filippo Brider hinter dem Zoo geschlagen an, ja, die letzte hundertste Filme schon ziemlich gut fanden, Talk to Me, an sie gehen weiter am Horrorgenre mit Bring Her Back. Ob sie das ganz wiederholen können oder dem Ganzen sogar einen Drop setzen können, das gucken wir uns noch an dieser Episode an. Den Danny und den Michael Filippo, die kennen wir schon aus dem Film Talk to Me, und so manch einer Hunde sie vielleicht auch schon vom YouTube-Channel Raka Raka kannt. Da war mein Staunen, dem muss bei Talk to Me ziemlich groß wuscheren, dass die zwei YouTuber Filmfilme machen und dann noch einen Horrorfilm. Wir haben ja genug Beispiele, wo YouTuber eben kein gut Film herausbringen, und da war meine Erwartungen ziemlich niedrig. Talk to Me war aber für mich, da war voll nach voll und hat mir extrem viel Spaß gemacht, und ich fand, dass es eben für ein Debütfilm wirklich extrem gut gelungen war. Nicht jeder war dem so begeistert wie ich. Die meisten Leute haben gesagt, ja, war ganz okay, war aber nicht überwältigend. Ich fand, also ich habe aber ein bisschen aus der Perspektive geguckt, das war hier ein echten Longmetrage, das war hier ein echten Horrorfilm, und dafür fand schon die das schon ziemlich gut gemacht. Bei einer Sache wurde es aber gehapert, und das war der Schluss. Guck mal, aber Lomo Bring Her Back und was sie da gemacht haben. Da kann ich relativ sehr hier Handschrift drin. Also es gesagt, den direkt von den Talk to Me geguckt wird, an den Stil, wie sie eben filmen, wie sie verschiedene Sachen aus Szenen setzen, haben sie wirklich bei Bring Her Back genau rumgeholt. Sie haben nämlich relativ schnell Talent dafür entwickelt, unangenehm Szenen nach ein bisschen mehr unangenehm wirken zu lassen. Ob kleine nervische Details an einen Fokus zu setzen, wenn ihn dann in einem Büro sitzt, an die Frau, die ihn dann mit seiner Schwester vermitteln soll, weil ihre Pop gerade gestorben ist, klimpert dann durch und rum an Bijou klimpern hin und her, an alles ist super intensiv, war super nervig, und da wird sie ganz viel der Szene, sie so ganz viel dran, wird einfach nimmen intensiver, so wo ihn direkt merkt, es geht unangenehm hier am Film. Und da war der Hund Story eigentlich schon ein bisschen erklärt. Dem Andy an dem Piper sein Pap, den ist gestorben. Und lo ist die Situation ganz einfach, den Andy ist noch nicht ganz volljährig, muss dann den Moment an eine Pflegefamilie kommen. He soll aber mit seiner Schwester getrennt gehen, sie soll nicht bei die Namen nicht kommen. Do probieren es da aber irgendwie zu deichseln, dass sie dann aber an die Namen nicht Familie kommen, weil sie wollen wirklich nicht getrennt gehen. He muss nach 3 Main Zahn zusammen beißen, und da kennt he quasi so gerecht dann über seine Halbschwester überholen, und da wird der Geld sich noch ein bisschen zusammenrappen, um eben ein gutes Bild zu machen. So kommen sie dabei Laura, die zwei dann abhält. Schnell merken sie, dass sie nicht allein sind, dass noch einen anderen kleinen Bofen Oliver, den nicht ganz viel zielt, dann auch ein bisschen komisch wirkt. Alles ist ein bisschen lusch insgesamt. Laura ist auch ein bisschen schrullig am Anfang, und alles wirkt irgendwie ein bisschen deplatziert. Alles wirkt wirklich wie wann irgendetwas so ein Brodle wäre. Und mehr will ich dazu nicht so, weil der Film switcht an den Genre ein bisschen hin und her. Wir haben hier ein bisschen ein Krimi-Thriller, dann also ein bisschen Body-Horror mal dran, und so einen okkulten Horror fängt auch da mal dran. Ich meine aber, der größte Fokus liegt halt wirklich um Thriller. Die anderen Sachen gehen ugeras, obwohl der Body-Horror auch da ist, da passieren noch ein paar krasse Sachen. Aber der Thriller steht hier am Fokus, okkult Sachen gehen nicht mehr so ugeras, das geht gar nicht weiter detailliert ausgeführt. Mir ist auch nicht schlimm. Ich fand so okkult Sachen, sie sowieso immer ein bisschen mehr interessant, wenn sie noch ein bisschen mysteriös bleiben, aber wenn ich nicht immer alles haben drauf verstehen muss. Da wird der Kredenz halt Filippo Brider ein Film, den wirklich um Substanz geht. Aber während dem Film habe ich mich ganz oft gefreut, man wen hört erst demals Wege tun. Also die Halle wirklich mit der Kamera, ob ganz unangenehmen Szenen drauf, ganz schreckliche Momente, die wirklich detailliert ausgeführt und explizit ausgeführt. Also es hat mich nicht mehr am Sitz gehalten, und ich bin hin und her gegangen verschiedene Szenen und konnte nicht mehr sitzen bleiben, weil so unangenehm war. Es war wirklich unangenehm nur zu gucken, und ich fand so Hunheimer Bring Her Back nach ein Drop gesagt bei Talk to Me, und verfeinern das Thema Horror nach ein bisschen mehr. Sie gehen halt wirklich unsubstanz an, das gelingt ihnen extrem gut. Da helfen ihnen noch die Schauspieler, die halt dabei sind, denn Billy Ballard und Sally Hawkins, die bringen das halt wirklich ganz gut rüber. Für allem Sally Hawkins spielt halt die Psychopathin oder manipulativ Psychopathin wirklich extrem
extrem gut. Sie bringt es quasi fertig, eine richtig unangenehme Noven zu verschaffen, aber all Faser von ihrem Körper, also wirklich schrecklich zu wirken. Das grauenvoll an. Auch die ganz entre guillemets Splatter, Body-Horror-Sachen sind extrem gut aus Szenen gesagt. Also optisch aus dem Film wirklich Glanz an hört mir so weit wie so ein Film eng Spaß machen kann, heute mal wirklich Spaß gemacht. Und ich fand halt Filippo Brüder, ja okay, sie hun Lohai kein Meisterwerk, Weltmeisterwerk geschafft. Sie hun einen wirklich guten Horrorfilm geschafft. Und ich fand für junge Filmemacher, die das hier ein zweites Projekt aus, ist das wirklich geil. Dafür, dass sie eben als YouTuber da abgestiegen sind, wo ich wirklich null Erwartungen hatte, sind ich überrascht, wie gut sie das hinkriegen. Leider habe ich aber Manko heute, den man wirklich alt ein bisschen sauer abgestellt ist. Talk to Me hat ein relativ unbefriedigende Schluss an. Ich fand noch halt bei Bring Her Back als der Schluss recht unbefriedigend. Da hat wirklich nicht wirklich Spaß gemacht, dass ich nicht aus dem Saal rausgegangen mit dem euphorischen Gefühl, wo ihr seht, boah, war der krasse Film. Der Film lese ein bisschen ernüchternd zurück. Sie bringen es nicht wirklich fertig, Story gut oder befriedigend auf Beschluss zu bringen. Ich schwätze nicht von Happy Endings, aber einfach eine Story aufgerundet aufzuschließen. Hier fühlt sich nicht wirklich etwas zu tun, wie wann denke ich weitergehen wollen, aber es fühlt sich auch nicht tun, wie wann nicht wirklich ein rund aufgeschlossene Geschichte ist. Knapp 1,5 Stunden dauert der ganze Film. Du lässt dich auch extrem gut drauf gucken und kriegt von mir eine absolute Empfehlung. Während einer Zeit, wo man wirklich ganz schwache Sachen am Kino gerade aktuell haben, ist das dort ein bisschen ein Lichtblick. Aber eben auch etwas, was nicht für jeden etwas ist. Wer kein Fan von so expliziten Szenen ist, den ist halt vielleicht nicht wirklich gut serviert. Für alle guten Day, die nur dem nächsten Horror am Kino sichern, die könnte man Bring Her Back wirklich einen gelungenen Noven tun. Wie gesagt, aber bei ihr aus, hat ihr Bring Her Back gefallen an? Was hat er von Talk to Me? Erzählt mir das gerne in den Kommentaren und in dem Sinne verabschiede ich mich schon und wünsche dir noch ganz viel Spaß am Kino mit Bring Her Back. Ciao!